Gähnende Leere am Grenzübergang Basel-Weil am Rhein. Die Politiker haben beschlossen, die Grenze weitgehend dicht zu machen. So soll sich das Virus nicht weiter ausbreiten. Auf der deutschen Seite bestimmt die Bundespolizei. Ins Land darf nur, wer einen triftigen Grund hat. Hallo, schönen guten Tag, Bundespolizei. Ja? Dürfte ich Ihren Ausweis auch mal sehen? Beim Grenzposten trifft sich dieses Paar. Tom Giesel aus Basel und Selin Kunzweiler aus dem deutschen Weil am Rhein. Der Grenzposten, ihr einziger Ort für einen Moment Zweisamkeit. Wir haben keinen triftigen Grund, um ins andere Land zu kommen, oder? Weil ja, das zählt ja nicht, dass wir zusammen sind. Ist der einzige Weg da, um sich zu sehen, ist die Bank da an der Grenze, oder? Ja, genau. Ich könnte mir vorstellen, wie aus alten Zeiten, dass man sich an der Grenze trifft. Ja. Schwieriger für Sie, oder? Ja, also schaffen wir sie trotzdem, aber mein Freund darf ich nicht sehen. Also ich finde ich halt schon ein bisschen, ja, nicht so schön. Ja. Ja, und eben, Genau. wir sind ja hier eine Region und die hört nicht einfach an den Grenzen auf. Und ja, Politik oder der Staat macht es jetzt einfach, zack, da ist jetzt Schluss. Ein Liebespaar, ist das ein triftiger Grund? Genau diese Anfragen haben wir zuhauf. Gerade in der Grenzregion ist das ganz normal. Nur gerade Personen, die hier und drüben der Grenze wohnen, diese Personen versuchen wir natürlich zu separieren. Das hat natürlich jetzt nichts damit zu tun, dass es ein Liebespaar ist. Aber wir müssen das Coronavirus an der Grenze stoppen. Und da müssen wir eben den Grenzverkehr unterbrechen. Das heißt, es werden auch viele Tränen fließen. Es werden viele Tränen fließen, das tut uns aber auch leid. Trotz der strengen Kontrollen drücken die Zöllner ein Auge zu. Heute treffen sich Tom und Selin zum zweiten Mal an der Grenze. Sie wissen nicht, wie lange ihnen dies noch gewährt wird. Wir haben einfach Sport entschlossen, dass wir zusammenziehen. Und jetzt ist halt die Situation, dass ich in Deutschland wohne und er halt in der Schweiz. Ja. Die Landesgrenze, normalerweise kein Problem. Heute unüberwindbar. Doch auch in Zeiten von Corona, die Liebe ist grenzenlos.